Es ist halt schon wichtig, wenn man das prophetische Wort studiert, man muss das ganze prophetische Wort studieren. Also Jesaja 1, 2, 3 bis 66, Hesekiel 1 bis 48, Jeremia 1 bis 52, 12 kleinen Propheten, die Offenbarung. Und natürlich, das ganze Wort ist voll von Prophetie, noch dazu. Mhm. Und man kann nicht einfach sich so auf ein paar Lieblingskapitel konzentrieren. Und eben, man muss sich, aber natürlich, das erstreckt sich über Jahre und wir müssen das ganze Leben lang das Wort studieren. Aber ich will damit sagen, dadurch bekommt man immer mehr so eine Gesamtschau. Und wenn es aufgeht wie ein Puzzle und man auch lernt, eben jetzt gerade in Jesaja, welche Abschnitte haben sich schon erfüllt, Mhm. welche sind noch nicht erfüllt. Und man muss auch sich eben aneignen, eine Übersicht über die Geschichte des Nahen Ostens. Ja. Wann hat sich welche Prophetie erfüllt? So wird das Wort immer klarer. Und wenn man das nicht macht, natürlich, dann hat man das Gefühl, ja, die Bibel kann man auslegen und man kann das mit der Prophetie so sehen oder auch so. So wie jedes Mal Leid. Manchmal habe ich das erlebt, ich habe mit jemandem gesprochen über Entrückung und betont, dass das wird vor der Drangsal sein. Hoffentlich. Wäre ja schön. Ja, gut, hoffentlich wäre ja schön, aber das Wort ist klar. Ja. Und da kann man wirklich gut schlafen und sich darauf freuen.